Kann ich den abhauen? Hätte jetzt vielleicht nicht sollen. Da bist du auch ein bisschen verwirrt. Da. Sind wir da jetzt schon gewesen? Ah, Scheiße. Excuse. Ja, das war nicht schlau gewesen. Okay, das bringt nichts. Das geht euch wieder raus. Sorry. Ja, man sollte halt nicht selber Zeug probieren, wenn es schon steht, welchen Weg man muss gehen. Es ist relativ linear hier. Das macht nichts, also es ist nicht so schlimm. Linear ist nicht so schlimm. Ah ja, genau hier. So, komm, hopp und hopp und hopp. Wie noch kalt, gell? Ja, ich weiss. So, hopp. Ui, fast daneben gesprungen. Komm. Also komm. Also ich mache nicht ganz alles alleine, wenn man weiter rauchen will, muss man doch drücken. Wow, schön, Zünneli. Okay, das ist kalt. Wir müssen gleich mal ein anderes Kostüm holen. So. Könnte sein, hä? Was da alles noch funktioniert, ist schon eindrücklich. So. Das Schiff jetzt auch noch nicht zählen. Das wird zu schwer. Ja, was ist denn? Übrig? Ja, das müsste eigentlich haben. Das ist halt ein bisschen Rohstoff, Zeug, das man verkaufen kann, fortwerfen. Oh, 50, ja. Shit. Ah, das ist immer mühsam. Gut, nur 50 Stück von dem. Talbrand. Ja, okay. Das nehmen wir wieder mit. Weil, ja. Das war für nichts. Gut. Mal eine Textnachricht. So. Das da. Panzervorfall von Stacey Anders an Robert Rescher Delfin-Video. Bob, unser Riesenhaufen Probleme wächst weiter. Anscheinend hat ein Fischer in der Bandase ein Video von einer Hard-Timor Horus-Einheit aufgenommen, die sich per Biomasseumwandlung an der Küste von Pulau Vetar auftankt. Und dazu ausgerechnet eine Herde gefährdeter Delfine benutzt, vermutlich die letzten ihrer Art. Ich will nicht ins Detail gehen, aber es sieht aus wie das, was in einem Mixer passiert, als ob der Roboter sich einen schaumigen rosafarbenen Milkshake aus Delfinmatsch macht. Unser Unterdrückungsteam hat das Video aus 43 Netzwerken entfernt, aber es wird immer noch verbreitet und es ist nur eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge, das könnte echt haarig werden. Ja, das ist super. Die Viecher haben sich... Die Maschinen haben sich relativ gut selbstständig gemacht, so wie es aussieht. Hervorragend. Weg nach oben. Und man braucht nur ein paar Griffe.
So, Okay, geschafft. das ist das Büro. Was hier wohl zu finden ist. So, jetzt sind wir jetzt drinnen ganz rauf, weil schliesslich noch eine Aussicht zum Genießen. Und Wohlfahrtskiste. Ah, ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Was hast du mir jetzt legen? Schockfallen. Ja, gute Haltung. Wow. Assassin's Creed. Boah. Eine Art Energie. Zelle. Wozu die wohl gut ist? Das Türmchen ist noch hoch da, hä? Scheint mir. Die hat gegen ein hure längs Seil dabei. So, sauber. Von diesem Gerät wurden alle Daten gelöscht. Möchten Sie Alpha-Rechte nutzen, um gelöschte Daten wiederherzustellen? Oh ja, ich glaube schon. Eine Datei wiederhergestellt. Ja, jetzt. Da ist ein Fokus drauf, oder was? Ah ja, guck. Unternehmensspeicher. Der FSP5 Copash ist die perfekte Universallösung für die Videokabel. Nein, das haben wir schon gesehen. Was ist jetzt das Ding her da? Das ist jetzt nicht wieder hergestellt. Wie viel Byte, was? 3 Zettabyte. Das ist schnell noch viel. He? Zum Rohstoff. So, jetzt haben wir glaube alles eingesammelt. Da haben wir nicht mehr. Okay. Top. Jetzt da hier. Elisabeth, gut, dass... lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollten wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen Ich reden? kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut, großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die Chariots haben einen Fehler. Deine Killerroboter? Friedenswächter, ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Idee ist, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Heißt das, ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Ted Farrow hat Elizabeth Ups. Sobek hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Ja, das ist nicht so Eine schlimm. weitere Datei wiederhergestellt. Oh. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. Ist mir bewusst. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killerroboter gebaut, Friedenswächter. die mit Biomasse-Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation, sich selbst. Glaubst du etwa? Alles andere ist Nahrung.
Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation, das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja, bevor alles rauskommt, meinst du? Liz, ich tu alles, was du sagst. Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tu's. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Die Pharaoh-Roboter haben alles Leben auf der Erde bedroht? Aber irgendwie hat sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wiederhergestellt. Projekt Zero Dawn. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das... Ich wollte ein Heilmittel von dir, aber das hier ist doch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar, aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das? Liz, ich kann das nicht guten Gewissens unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboterkommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreib und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz, du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sieh es positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Gott, vergib mir. Was war an ihrer Lösung so furchtbar? Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Exekutivzugriff erkannt. Wow, geöffnet. okay. So, jetzt ist... Das macht keinen Sinn. Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah, du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharaoh-Roboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Silence. Das ist mein Name. Und wie wär's jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Okay, Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elizabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eklipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antworten. Nur immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt.
Ihnen gemeinsam ist eine Verbindung zu Elizabeth Sobeck. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. Das ist unklar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir wissen wir jetzt, dass Pharaoh-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten. Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also, was hat Elizabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du dann noch hier? Nicht so schnell, Silence. Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Wer bist du, Silence? Und was sind deine Absichten? Das Du war machst schon das hier jetzt interessant. wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunder verbotener Orte, Sucher nach altem Wissen, wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Oh nein. Ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. Die andere ist echt schon, echt schon relativ tough. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal. Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist kompliziert. Ja, wenn wir doch schon dran sind. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eklipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Ich weiß nicht. Die Eklipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, ein Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ. Das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elizabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eklipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elizabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das Gleiche tue. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Ich habe so eine Vermutung, wer der Hades könnte sein.
Wenn ihr auch eine Vermutung habt, schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich bin ein bisschen gespannt drauf. Ich würde gerne mal ein paar Kommentare sehen mit ein paar Vermutungen und ein paar Ideen, wer da was könnte gemacht haben. Superwaffen, könnte Atomwaffen gewesen sein, das glaube ich zwar eher weniger oder etwas in diesem Stil. Mal schauen. Aber der Hades könnte aus meiner Sicht der Pharaoh sein, der Ted Pharaoh, und zwar als Klon. Ich nehme jetzt mal an, dass sie, wenn sie solche Maschinen haben gebaut, auch geklont haben. Weil auch die Aloy gesagt, muss geklont sein. Also, das ist eigentlich fast klar. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elizabeth Sobeck noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutika zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elizabeths technologischem Scharfsinn kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Oder auf die Art, ja. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Also, entweder sie sind geklont, weil der Hades, das muss der Ted Fargo sein. Es muss nicht, aber ich rechne schwer damit, weil er wahrscheinlich verrückt ist, dass Elisabeth ihm die ganze Geschichte hat kaputt gemacht, auf Deutsch gesagt. Also nicht unter Druck gesetzt und jetzt will sie unseren Tod, weil er weiss, dass wir sozusagen die Elisabeth sind oder was auch immer. Elizabeth sagte Ted Pharaoh, sie sei unterwegs zu einem US-Roboterkommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Osseram nennen sie Grabhort. Grabhort? Heiterer Name. Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Tja, runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Oh, das ist ein richtig weiter Weg. Ah, da haben wir ja ziemlich viele Feuerchen drumherum, das ist ja verdammt gut. Und dann können wir nämlich gerade so. Zum US-Roboterkommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Ja, das war jetzt fix da, hä? Super Sache. Regen. Was soll's? Ich bin so gut wie wasserdicht. Ja, das war jetzt schnell gewesen, also. So. Das läuft mir nicht alles, obwohl ich sollte zwar noch ein bisschen Heilung bekommen irgendwie, aber ich glaube, steigen wir was? Ah, nein, so blöd. Sorry, hier. Aloy. Ah, shit, ja. Letztes Feuer ist hier.
Dann gehen wir nämlich so dort hin.